Und willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Nach einer langen, kurzen, wie auch immer, na gut, dann fast 2 Wochen war Pause, genau geht's jetzt endlich weiter hier im Beefrösti 5. Etage. Oh Mann, oh Mann. Tja, wir haben währenddessen mal eure Kommentare noch so durchgelesen und muss sagen, ihr habt da schon größtenteils recht. Natürlich ist das Problem trotz allem, wie sie auch schon andere bemerkt haben, und wir haben trotz allem noch die DP, und nach diesem Bezug habe ich noch einen guten Kommentar bekommen und einen guten Rat, dass da wohl noch eine Möglichkeit gäbe, und was, warum noch nicht? Okay, da hat er bereits schon. Bezüglich genau, der Schlimmerling, genau, bezüglich dem DP, dass man die doch irgendwie auch ein bisschen farmen könnte. Und das geht sogar. Ist zwar, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mühselig, nee, das ist das falsche Wort. Ist eher ein bisschen trickreich, muss man so mal sagen, dass man da einfach angeblich für eine bestimmte Ebene kann ich da einfach mal reingehen, bekomme 1500 DP, da ich ein bisschen schnell bin, und dann kann ich wieder raus und das Ganze nochmals machen. Würde dann auch gerne mal versuchen, danach dann halt ein bisschen offscreen und so DP farmen, weil man Ziel ist trotz allem, zumindest mal zu versuchen, alle Karten, die es in den Spielen gibt, zu erlangen. Ob es klappt, andere Frage, aber versuchen kann man es ja mal trotzdem. So, erstmal mit Luna quatschen. Michael, ist alles in Ordnung? Ich halte durch. Wir können so nicht weitermachen, wir schaffen das nicht. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Sagt sie erst noch, ich halte durch. Nee, es geht nicht, das können wir nicht machen. Vergiss sie. Nicht Schwänze in der Alter, die habe ich gar nicht vermisst, ganz ehrlich. Eisenmauer, von mir aus. Unser Deck, naja, ich habe auch da Vorschläge bekommen bezüglich, ja, bezüglich dem Deck halt auf Chaos-Basis, auf Pflichtverpflichtet-Basis, etc., etc. Das sind alles gute Vorschläge, kein Problem. Aber eben, wenn man halt schon so ein Themendeck zusammenstellen möchte, muss man auch all dafür notwendigen Karten haben, und die fehlen uns leider Gottes Willen immer noch ein bisschen. Aber egal, wir wissen ja, unser Deck Synchro 3, das hat Power, das hat alles, was es braucht. Das ist das Problem, dass es noch nicht so auf Sieg aus ist, sondern eher ein bisschen auf, naja, mal einen Gegner ein bisschen auskundschaften und dann die nötige Strategie herausfinden. Das ist momentan noch das Ziel unseres Decks. Ach, das ist also Obelisk auf der Hand. Waffenwechsel? Ach du Scheibenkleister, das könnte noch übel werden. Lass mal ganz kurz gucken, was haben wir da? Stronghold. Okay, wo sind die Apparate? Wo sind sie? Wo sind sie? Na. Diese Karte zu 3000, genau wie im Anime, geil. Diese Karte wird weiterhin als Fallenkarte behandelt, natürlich nicht schlecht. Trotzdem spiele ich erstmal auf meinen ersten Zug die freundliche Wohltat. Mal ein paar gute Karten. Der gute, keine beschissenen. Ist egal, liegt mal Obeliska und den auch, der mal ein bisschen fehl. Und rufe dann, ja, wen rufe ich denn dann? Ich habe eine Idee, Ich rufe als erstes mal den plündernden Captain im Angriffsmodus. Und kann dank seines Effekts noch ein weiteres Monster rufen, und zwar meinen guten, allseits bekannten Krebons. Auch bekannt als exzellenten Psycho-Beschwörer. Oh yes, Mann, und hier kommt das Monster des Untergangs. Ladies and Gentlemen, ich begrüße Katastor. Yeah, Mann. Und der hat einen geilen Effekt. Oh yes. Denn er kann alle Monster, die keine Finsternismonster sind, auf der Stelle vernichten. Und tschüss. Yeah, Mann. Das perfekte Monster gegen Licht und auch sonst gegen alles dicht. Du. Was? Ja, es ist eine Karte verdeckt. Und bei dem Einzug dann hoffen wir mal, dass das auch so wirklich es gerne hätte. Ein Waffenwechsel ist auch nur eine bessere Version von Schild und Schwert. Ist ja schon gut, aber es wird ihm nicht sehr viel nützen. Eine verdeckte Karte. Finde ich gerade sehr viel. Jetzt sind wir mal wieder. Ein Gigi-Brecher. Okay, jetzt ein Monster verdeckt vorsichtshalber und greife an mit dem Verbündeten der Gerechtigkeit. Katastor! Verdient sein verdecktes Monster!
Oh, scheiße. Oh, Gott, keine Ahnung. Mann, ey. Welcher Penner hat Stronghold und den im Deck? Oh. Ja, deswegen, jetzt versteht die Strategie. Okay, spielt keine Rolle. Tut ein bisschen doof. Wollte eigentlich ein bisschen jetzt den Effekt von Defender ein bisschen ausnutzen, weil ich mehr Karten ziehen kann, aber okay, wenn es nicht geht. Habe ich einen netten Raigeki-Brecher. Damit breche ich ganz gut Knochen. Du. Alter, das ist ein fettes Teil, ey. Ich rufe Submarine Void. Doch, nicht so einer auch noch. Man muss direkt angreifen. Die Sau. Schicksalsheld, Defender, los. Vernichte sein jämmerliches Monster. Bitte was? Wer ist hier jämmerlich? Wer ist hier jämmerlich? Raigeki-Brecher. Dann sage ich mal tschüss Riesenbazille. Und Tschüssikowski, Defender. Ciao. Hab mich gefreut. Der kommt so schnell nicht wieder. Submarine Void, vernichte sein verdecktes Monster. Ist der bescheuert, hey. Nein, mein Sangan. Tja, auch der hat eine nützliche kleine Fähigkeit. Submarine Void, was soll das? Hat der auch eine? Ja gut, die kennt ja jeder. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich gerade? Ah, genau, das. Gerümpel-Synchronisierer. Das Empfängermonster in der Not. Was ist nicht schon los? Hä? Was bringt das jetzt? Oh, Scheiße! Aber noch nie erlebt. Hey, Alter, Riesenbad sind auf der Hand. Alter. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Du kannst nichts mehr. Heute was anderes. Ich rufe Riesenbazillen im Angriffsmodus. Die kann zwar jetzt nichts mehr. In solchen Situationen wäre echt Top der Trägheit ganz geil, ey. Alter, wie ich die Karte vermisse. Na egal. Vielleicht finden wir sie ja noch in diesem Let's Play und sonst garantiert im nächsten Let's Play. Also, sprich im nächsten Yu-Gi-Oh! Let's Play natürlich. Wie gesagt, ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, mir zu überlegen, wie ich das Ganze gestalten möchte. Und es ist schon klar, das nächste Yu-Gi-Oh! Let's Play wird garantiert Reverse of Arcadia sein. Die nächsten 3 Yu-Gi-Oh! Let's Plays sind von dem auch schon klar, sprich noch die anderen beiden Yu-Gi-Oh! Alten Advanced-Teile wie Heiligen Karten und Revenge of... wie ist denn der schon wieder? Revenge of... Hallo? Wie ist denn schon wieder? Refresh, dankeschön. Genau. Die beiden Spiele und dann, wenn es noch kommt, weiß man dann keiner mehr. Also in Japan ist bereits erschienen, in Deutschland, Europa, weiß. Wird dann vermutlich das nächste Yu-Gi-Oh! World Championship Spiel sein von Yu-Gi-Oh! Spreche ich es jetzt richtig aus? Sixel. Ja, neueste Anime ist halt einfach, spreche es sicher falsch aus. Ja, ich habe auch mit neuesten Monster-Typ, sprich mit diesen schwarzen Karten, die es da gibt, aber auch ein bisschen Mühe noch. Naja, wird noch ein bisschen Learning by Doing für mich sein. Oh. Das ist jetzt doof. GB-Jäger, ja, kein DD-Krieger mehr, ne, jetzt sind es GB-Jäger. Ich zurücklegen, was soll das sein? GB. Großer Baumarkt oder was? GB. Hat sich irgendwie eine englische Bedeutung. Ich bloß wüsste welcher wohl. Ja, könnte sein, dass man es so falsch übersetzt hat. Nee. GB. Weil die war ja irgendwas mit die Menschen, wa? GB. Echt kein Schimmer. So, und bald schon rufen wir Obelisk den Peiniger. Ah, das ist schon mal sehr gut. Und so für Verstärkung für die Armee. Oh je, oh je. So, und damit rufe ich den allseits bekannten plündernden Captain. Ja, Mann, denn der hat's ja drauf. Captain, komm und zeige dich. Nee, wir müssen zu früh. Nee, wir müssen zu früh. Und rufe somit die Riesenbazille. Mal kurz überlegen. Der wird ihn vernichten. Okay, kann ich nachher ganz kurz mal das Schrei der Untoten rufen.
beziehungsweise aktivieren und dann somit Obelisk den Peiniger zurückrufen. Kadastor und Tschüssikowski. Ach, ich liebe den Effekt einfach, der ist so krass geil, Mann. Hammer. Einfach nur der Hammer, Baby. Was natürlich auch im nächsten Yu-Gi-Oh! 5Ds Let's Play ein bisschen mehr zugutekommen wird, sind die ganzen Finsternis-Monsters prinzipiell. Ich habe dort ja auch ein Finsternis-Deck, was auch ein bisschen auf den finsteren bewaffneten Drachen aufbaut, etc. Also sprich, dort haben wir viel mit finsteren Monstern, mit Speed zu tun, das sprich schon ein bisschen schneller zu spielen. Das garantiert, und was auch noch kommen wird, ist halt die 3 Götterkanalen-Deck dort, mehr Synchro-Power mit Roter Erzunterwäldler, etc. Ich habe dort auch ein Kristallungeheuer-Deck, was ich noch bauen kann, sind halt so Elementarhelden-Decks, andere Themendecks etc. Also da haben wir sicher noch ganz viel Potenzial. So, aber der hat gar kein Potenzial mehr. Obelisk der Peiniger, verliert den Ollen Transcender Schrotthaufen und tschüss. Cool, hat ja noch ein bisschen Zeit übrig. Knapp 9 Minuten, ist das geil? Also der war jetzt ein bisschen sehr schwach, also mein Strategie dahinter, Defense, Angriff zu vertauschen, war ja ganz lustig, aber naja. Also entweder hat er einfach pures Kartenpech oder aber hat er nichts drauf. Ja toll, Level 1, was bringt mir jetzt der? Da komme ich hier durch, aber... Ja. Und jetzt mal den hier. 10 AP, sehr gut, dann gehen wir ganz kurz noch hoch. Falsch so. Hoch, hoch, runter. Zack, 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 zack. Aber wir fehlen Level 2 und Level 3. Hä? Wie sollen wir bekommen? Moment mal. Das geht doch gar nicht. Leute, das geht gar nicht. Achso, jetzt bekommen wir die... Ah, wollte ich gerade sagen, nee, weil... Ihr seht ja, wir haben 2 Gegner auf der Karte, aber so viele... Naja, Tore halt. Gelbe, rote, blaue, da kannst du gar nicht alle aufmachen, so. Oh nein. Das war aber gemein, ey. Alter, will er runter, will das Item haben. Was, Ochama-Gesandter? Ja, das passt sicher, das passt wie die Faust aufs Auge. Weil ich habe gerade gestern noch die Yu-Gi-Oh! GX-Folge gesehen mit Jazz und Geno, etwas in der Gesellschaft des Lichts und so. Und Jazz ist ja derjenige in der Serie, der die Ochama-Brüder spielt, also sprich da den gelben, grünen und schwarzen, nicht den roten, blauen, die gab es dann erst später. Ja, von dem her passt es ja wie die Faust aufs Auge. Gut, Ochama-Deck, ganz ehrlich, das... Ja, kannst du machen, aber ist doch so vom Glück abhängig. Alter, was kann ich sagen? Zweiter, erster, it's time for a duel. Naja, schon gut. Weil wir ein bisschen alt. Oh, sorry Leute, bin ganz das Mikro gekommen. Ganz doof, aber sicher ganz laut. Scheibenkleister und war's laut? Ich glaube, es ging noch. Okay, mal gucken, was habe ich jetzt... Alter, was ist denn das für eine Hand? Ist jetzt natürlich die Frage, was macht man da am besten? Obelisk rufen? Nee. Obelisk hatten wir gerade. Ich baue mal ein bisschen darauf. Wir haben viele Monster zum Synchronisieren. Der wird sicher ein Fehler sein, schätze ich jetzt mal. Deswegen baue ich jetzt hier mal noch ein bisschen auf der Karte auf, weil ich jetzt echt nicht weiß, was ich da am besten machen soll. Wird, denke ich mal, ein bisschen, kann Vorteil gar nicht mal so schlecht sein. Gut. Bauen wir mal wieder mal eine gute Verteidigung auf. Und zwar mit Gräbern zum Angriffsmodus. So, jetzt noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Ja, Zauberkahn, Schnellspiel-Zauberkahn sind natürlich viel besser. Aber ja, die muss ich auch erstmal haben. Zum Beispiel Schrumpfen als Beispiel. Mystischer Weltraumtaifun, gut, die haben wir ja als Beispiel. Was? Reflektorlump? Oh, das ist doch ganz übel. Das Teil ist doch fies, Mann. Du. Ja, bitte aktivieren. Sonst habe ich nachher ein Problem. La.
So, was macht er? Jetzt 2 Karten im Verdeck, das wäre auch nicht schlecht. 2 verdeckte Karten. Okay, wollen wir mal. Das wäre mal gut zum Locken. Alles klar. Als erstes spiele ich mal meine Lieblingszauberkarte Wellenbewegungskanone. In spätestens 8 Zügen bist du down. Gut, und dann rufe ich mal den plündernden Captain im Angriffsmodus. Und rufe dazu auch noch als Spezialbeschwörung meinen allseits bekannten und Lieblingszombie, der ja sehr gerne in der Freizeit natürlich Seuchen verbreitet. Und nun wird's ganz heavy. Gilt das vielleicht für das Monster auch? Gute Frage, welcher Effekt trifft jetzt zuerst? Der Reflektorlump oder meiner? Ist fast meiner sein, wa? Vermute mal. Oh, scheiße, ist aber... Ja, nee, ist schon gut. Ich dachte nur gerade wegen dem Effekt von unserem Psi-Synchromonster. Das ist natürlich geil gewesen mit 2 Psi-Mons auf dem Feld, aber egal, geht auch so. Was? Nee, bist du wahnsinnig. Obwohl, geht natürlich nachher auch noch. Das stimmt ja. Den Drachen rufen, das ist natürlich geil. Aber spielt keine Rolle, wollte ich gerade sagen. Dankeschön. Was für ein Penner, hey. So, Zug beendet. Meine Fresse, ey. Was war das? Das gebrüllt, die Karte hasse ich, ganz ehrlich, ey. So kann man einfach nur mal einen gegnerischen Zug überspringen, sind einfach nur Teil des gegnerischen Zugs, sind einfach nur übel. Vernichte Krebons. Reflektorattacke. Nö, kein Bock drauf. Das kostet mich zwar ein paar Punkte, doch ich werde es überleben. Also weder. Wo ist hier was von Ochama, ganz ehrlich, ey? Ich sehe hier nichts. Was soll hier Ochama sein? Ja, ich überlege jetzt echt aber mal. Und tschüss, Krebons, war schön mit dir. Scheibenkleist, hey. Das gibt's doch einfach nicht, du. So, von Revolta, dankeschön. Jetzt reicht es langsam mal. So, Riesentronade. Alle Karten kehren zurück. So eine Karte, also natürlich sehr doof. Und nun Katastor, gerade ein Reflektor-Lumpan-Attacke. Bin gleich gespannt. Ich habe meinen Effekt zuerst. Tatsache, ganz geil. Mein Effekt wirkt zuerst. Gut, erstmal spiele ich meine freundliche Wohltat. Und ziehe 3 schöne Karten. Werfen 2 schöne Karten ab. Frage bloß welche. Erstmal brauche ich sicher noch. Gut, ich den mal ab. Jetzt den noch verdeckt. Und aktiviere nochmal Wellenbewegungskanone. So, das war's. Du bist dran. Diese Transcender. Also, ich meine, ich verstehe es ja, dass es sie gibt, ganz klar, aber ich habe das Gefühl, für diesen Story-Modus ist es ein bisschen übertrieben damit. Das ist eine gute Frage. Ist eine Karte, die ich bereits kenne, also sprich diese Karte mich halt für einen Typ eines Monsters aufzwingt, oder aber ich noch gar nicht gespielt. Schwierig. Was ich aber auf alle Fälle weiß, ist, dass ich jetzt angreifen werde mit Katastor. Wenn ich ein verdecktes Monster. Ist irgendwo Charmer-Teil? Nö, Cyberlarve. Ja, so ein krasses Viech, ganz klar. Hä, wieso ist das Deko Charmer? Kapier ich nicht. Das ist mir zu hoch. Du. Ein Cyberdeck, das wäre auch noch was, ja? Würde sogar klappen. Doch, das könnte man sogar machen, ein Cyberdeck, voll mit den Cyberdrachens. Cyber-Enddrache, Cyber-Zwillingsdrachen, Überlastdrache. Gibt es noch mal so einen Cyberdrachen-Fusionsverschnitt, mit dem ich ein gegnerisches Monster nehmen kann und so. Also, wir haben da schon ein paar Möglichkeiten, haben wir noch offen.
Das tut garantiert weh. Oh je, je, je. Ja, ein bisschen was bleibt noch übrig. Nochmal 2% aus dem Deck aufs Feld. Sehr schön, sehr schön. Und was sagt die Zeit? Mal vorbei. Scheibenkleister. Mach mal hin, Alter. Ja, ist doch klar. Das war doch klar. Die Maschine bleibt auf dem Feld. Und da ist jetzt eine erste verdeckte Karte. Ach, Menschenskind, Leute. Das kann eine Weile dauern, bis wir hier fertig sind. Rose, die Kriegerin der Rache. Eine geile Karte, damit nützt mir nur gar nichts. Obwohl 3+4? Ich überlege gerade den Effekt mit dem schwarzen Rosendrachen halt. Das könnte, klar, ich lasse den auf dem Feld. Hat auf die Karte ab. Zerstöre mit 3 Geeky-Brecher nachher die Karte dort. Rufe nach mal, also mit ihm natürlich einen Captain zurückholen. Dann rufe ich die auf. Rufe den schwarzen Rosendrachen. Und alle Karten auf dem Feld. Wobei, das ist natürlich die falsche Fallenkarte dafür, ganz toll. Ja, ihr merkt schon, muss man noch ein bisschen was überlegen für den nächsten Part, Freunde. Wie es weitergeht hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards, seht ihr morgen wieder. Danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.